Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktik Fox. Und das zur vorletzten in dieser Saison, Leute. Letzte Heimspiel in der Bundesliga. 34. Spieltag zu Hause gegen 1. FC Köln. Spiel um die Golden Ananas. Wir sind Meister. Köln ist safe, kann nicht mehr absteigen. Geht also um nichts, außer um, keine Ahnung, Fitness zu erhalten für das DFB-Pokalfinale aus unserer Sicht. Für Köln weiß ich nicht, sich ordentlich zu verabschieden, aber es hat schon im letzten Heimspiel nicht geklappt, von daher gehe ich auch nicht davon aus, dass das in diesem Spiel klappen wird. Mein Tipp, hm, ich sage 5-1, damit wir das schon mal von vornherein festlegen. Ja, wie schon gesagt, sorry, Spiel um die Golden Ananas. Für Köln geht es um nichts mehr, außer ja, sich gut zu verabschieden. Für uns geht es auch um nichts. Ja, am Ende irgendwie ein Torrekord, sonst irgendwas da auf Platz 3, 2, was weiß ich, vorzustoßen. Ja, ist vielleicht ein Anreiz, weiß ich nicht, ob das ein Anreiz für diese Mannschaft ist. Harry Kane müsste irgendwie 8 Tore machen, damit dann Levi einholt. Irgendwie, was weiß ich, das wird auch nicht passieren. Ja. Und ansonsten denke ich, aus unserer Sicht geht es einfach darum, sich ordentlich zu verabschieden von den eigenen Fans von dieser Saison. Ja, die Meisterschale am Ende des Tages in Empfang zu nehmen und damit ist der Bums dann auch durch. Ja. Also da brauchen wir jetzt nicht so viel beimessen. Ein klarer Sieg wäre schön, schöner Abschluss für dieses Jahr und dann denke ich, sind wir alle zufrieden mit dem Jahr. Gut, gehen wir mal rein in die Aufstellung. Ja, Manuel Neuer hatte den Vertrag verlängert, wie ich gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob es schon offiziell auf der Bayern-Seite steht. Muss ich gleich mal gucken. Ähm, aus dem Anlass hat Manu ja noch ein Jahr Zeit, wo er noch mal ein paar Spiele machen kann. Muss sich nicht verabschieden. Von daher kann Jonas Obich ja im Tor stehen. Gut, ansonsten geht es natürlich darum, dass die beste Elf auf dem Feld steht. Ich denke, mit einer Woche Pause bis zum DFB-Pokalfinale sollte das klar sein. Man kann natürlich den einen oder anderen, den man verabschiedet, wie ihn hier, das Spiel geben und genau das werde ich auch tun. Gut, in der, in der Abwehrreihe, ich würde auch Minjay dieses Spiel geben. Minjay hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Jetzt auch die letzten Wochen war er immer stark und ich denke, er hat sich einfach mal verdient, auch mal, wenn keine Rotation ansteht und auch mal, wenn alles fit ist, auch mal in der Startelf zu stehen. Gut, rechter Verteidiger würde ich Conny Leimer hinstellen. Wir haben natürlich die Alternative mit Stunny, aber Stunny, ja, weiß ich auch nicht. Ich meine, ich sehe jetzt die Trainingsleistung nicht, dann könnte man das vielleicht nochmal umändern, aber wenn ich mir die Spielleistung in der letzten Woche ansehe, ist Stunny gerade nicht in so einer Topform und von daher. Gut, Conny Leimer weiß ich nicht. Vereinsintern, denke ich mal, wird Conny Leimer keinen Stellenwert mehr haben, auch in der kommenden Saison nicht. Deswegen wird man sich wahrscheinlich auch um einen weiteren Außenverteidiger umschauen. Ich bin gespannt, ob Conny Leimer im Sommer den Verein verlässt oder ob er ins letzte Vertragsjahr geht und dann den Verein verlässt. Der Vertrag wird auf jeden Fall nicht verlängert werden. Es sei denn, er weicht hart von seinen aktuellen Forderungen ab. Ist natürlich ein bisschen der Situation geschuldet, dass er nur ein Außenverteidiger ist. Ja, wenn er in der Zentrale spielen dürfte und da so überzeugt hätte, wie ich es mir denke. Ich denke, dann hätte man wahrscheinlich auch den Forderungen nicht zugestimmt, aber wäre in eine andere Verhandlungsposition da reingegangen, anstatt jetzt so knaller zu sagen, das ist unser Angebot, wenn nicht, dann gehen wir ins letzte Jahr und dann kannst du den Verein verlassen. Ja, ist halt dem geschuldet, dass er auf der Außenverteidigerposition rumeiert und ja, die jetzt nicht so wirklich den Stellenwert in dieser Mannschaft haben, wenn man ehrlich ist. Ne? Ähm, klar, das absolute Paradebeispiel auf der anderen Seite ist natürlich Alphonso Davies, der diesen Stellenwert bekommen hat. Und ja, ich denke, auch mit Alphonso Davies wird man nicht zufrieden sein. Auch mit Alphonso Davies wird man nächstes Jahr nicht zufrieden sein. Und boah. Aber das schweife ich schon wieder ab. Das ist ein Video für die neue Saison. Ne? Gut, haben wir natürlich die linke Verteidigerposition. Da würde ich Ito gerne mal nochmal sehen in so einem Spiel. Mal gucken, wie er. Als Innenverteidiger hat er mir die letzten Spiele eigentlich ordentlich gefallen. Als Linksverteidiger war es eher
schwach, was ich bisher von ihm gesehen habe bei uns. Offensiv war es sogar ganz, ganz okay, fand ich. Ja, hat er mich überrascht, wenn er als Linksverteidiger gespielt hat. Aber defensiv war es oft ein bisschen schwierig. Von daher würde ich mir das gerne nochmal anschauen. Gut, vorne können wir es natürlich schnell zuziehen. Harry Kane hat zu spielen. Michael Olise hat zu spielen. Allerdings würde ich ihn als Zehner aufstellen. Ich würde auf Jamal Musiala verzichten. Luis Diaz. Auch da vielleicht mal zu Gordon heißt er, glaube ich. Ich weiß nicht, warum da die Diskussionen sind. Ja, er wird ein Backup für Luis Diaz. Ich denke, ein Backup für Luis Diaz ist schwierig und ja, wenn er so weitermacht, natürlich auch nicht nötig. Wir brauchen halt ein Backup für alle 4 Positionen, ja, und deswegen suchen wir einen flexiblen Spieler in der Offensive. Wir suchen keinen Spieler in der Offensive, wo man sagt: „Oh, der kann nur diese Position spielen“, also komische Diskussion da irgendwie. Gut, rechte Seite Lenny, ja, dass er sich nochmal zeigen kann vor der WM. Obwohl, war die Nominierung schon? Ich weiß es gar nicht, Alter. Ich bin absolut nicht muss ich gleich mal googeln, im Nationalmannschaftsthema drin. Nichtsdestotrotz will ich Lenny das Spiel geben, einfach mal zu gucken, wie weit er wieder ist. Fürs DFB-Pokalfinale kann man sich das mal anschauen. Und ja, Maike spielt auch in der Nationalmannschaft öfter mal auf der 10er-Position und auch das. Warum nicht? Das ist ja eh eine flexible Geschichte hier, ja. Und da müssen wir wieder ein bisschen hinkommen, ne? Gerade jetzt die beiden hier, ja, so, dass die öfter die Position wechseln, aber auch Luis Diaz, der das kann, ja. Das haben wir die letzten Wochen ein bisschen schleifen lassen, fand ich, in der Offensive, ja, dass wir da weniger Positionswechsel hatten. Vielleicht auch so ein Kraftthema, ich weiß es nicht, aber das ist eine Geschichte, wo wir auf jeden Fall wieder hin müssen. Gut, in der Zentrale, einfach aus Nostalgie, ja, anders kann man es nicht nennen, haben eine lange Ära geprägt bei uns, haben viele Spieler dadurch klein gehalten, was nicht ihre Schuld war. Würde ich mir wünschen, dass wir das Kimmich-Goretzka-Duo dieses Spiel uns nochmal voll geben. Und auch Leon, denke ich, dass man den dann zur 70., 80. Minute auswechselt und er sich seinen extra Applaus abholt, ist eine schöne Sache. Und dann haben wir natürlich die Alternativen mit Pavlo und mit Tom. Was eigentlich auch unser Mittelfeld der Zukunft ist, wenn man ehrlich ist. Ja. Die Frage ist, wird man die Eier haben, das umzusetzen? Sehr wahrscheinlich nicht. Sehr wahrscheinlich wird Kimmich, bis er, ähnlich wie Manuel Neuer, bis er 45 ist, auf dieser Position rumdümpeln bei uns. Naja, anderes Thema, kommt ein extra Video zu. Alternativen haben wir natürlich noch mit Nicolas Jackson, Jamal Musiala. So, ich glaube auch Rafa Guerrero ist wieder fit. Können wir auch mal eintragen. Hier kann er überall rumeiern. Ja, Serge Gnabry fällt aus, Alphonso Davies sollte ausfallen. Der Rest sollte eigentlich da sein in der Innenverteidigung. Haben wir natürlich Upamecano noch. Upamecano. Und dem Tor Manuel Neuer. Sollte klar sein, ja. So würde ich aufstellen. Was erwarte ich, wie aufgestellt wird? Ich denke, standardmäßig wird aufgestellt Harry Kane, Diaz, Musiala, Olise. Vielleicht wird er Goretzka mit aufstellen. Auf jeden Fall wird Kimmich spielen. Ansonsten wird Pavlovic spielen für den Leon. In Verteidigung wird Tah und Upamecano sein. Ich denke, links wird Stani spielen, rechts Conny Leimer oder umgekehrt. Und im Tor wird natürlich Manuel Neuer stehen. Gut, Leute, rot-weiße Grüße, habt ein schönes Wochenend und hoffentlich einen schönen Abschluss am Samstag mit dem Spiel gegen Köln. Tschüssi.